Und willkommen zurück hier zum Let's Play von Assassin's Creed Syndicate mit Jacob Frye, unserem Ezio-Verschnitt, naja, wie auch immer. Und in der heutigen Folge wollen wir uns mit der nächsten Mission beschäftigen, und zwar Sequenz Nummer 4, die Überdosis, die, glaube ich, langsam auch mal den Abschluss der vierten Sequenz beinhalten müsste, weil, ja, Sequenz 4 ist schon eine Weile dabei und... Naja, wenn das Spiel ja angeblich nur 9 Sequenzen hat, müssen wir langsam sich mal bei der Hälfte angekommen sein, wa? Nun gut, hier haben wir immer noch eine goldene Truhe, da kann ich aber immer noch nicht rein, kann eigentlich, wie ich das machen soll. Da muss ich dann später mal gucken, vielleicht sogar irgendwie mal eine Komplettlösung oder so etwas. Und jetzt aber erst einmal bei Jacob noch ein paar Fähigkeiten ausrüsten, war dann halt immerhin schon 7 Punkte, ja, leck mich am Arsch, ey. Natürlich auch dann schlecht, ja, mal gucken, Konterboost. Verstümmeln, nachher Verstümmel 2, bei Level 4, okay. Messermeister kann er sich auch brauchen, einschüchtern, wie gesagt, auch noch nicht. Schleichen wäre langsam dafür. Erschlag. Na gut, Schaden ist nie verkehrt. Erschlag 1 erhalten. Und Jacob ist immer noch Level 4, wobei Ivy schon, Entschuldigung, ja bereits schon Level 5 ist. Er ist ja, von dem her müsste eigentlich auch hier noch was kriegen. Dann liegt ein Fernkampfschaden, auch da wäre ich mal sehr dafür. New Level 5. Toll, jetzt auf Level 5 aber natürlich, verdammt, keine Punkte mehr. Weniger Schaden, den kann nur er lernen, kann Ivy nicht erlernen. Das ist auch so ein blaues Symbol, bei Ivy wäre es halt so ein rotes. Verstümmel 2 ist sicher noch etwas, was er kriegen kann. Und dann natürlich noch ein Gesundheitsboost, war. Adrenalin auch noch. Also langsam aber sicher mal gut dabei, war. Chamäleon nur für Ivy, okay. Gut. Einen Punkt haben wir noch, aber ist egal, wir legen jetzt los. Komme ich hier schnell runter, oder? Ja, zum Glück klappt das. Und immer so etwas funktionieren muss, vor allem ohne Fallschaden. Überdosis, Sequenz 4. Jacob infiltriert die mysteriöse Anstalt von Lambeth, um Dr. Elliotson zur Strecke zu bringen. Jo, legen wir los. Alles klar, alter Mann. Mr. Frye, ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starricks Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Frye, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Das werden wir gerne tun, Opa. Den Aussatzpunkt erreichen. Ist mir doch da, war wegen der goldenen Truhe und so weiter. Krass. Ja, das ist sogar hier. Endgeil, das gefällt mir natürlich sehr. Gut, erstmal natürlich Asinmontur und dann mal ganz schnell hoch da. Da ist der Aussichtspunkt, aber hier haben wir noch einen Eingang, gehen wir ganz kurz hier ran in der goldenen Truhe. Die ist ja direkt hier. Bitte was? So schnell kann das gehen. Zum Glück habe ich Schlossknacken schon so früh geskillt. Und vor allem bei Jacob und Ivy. Dann hier Gift, okay. Was kann das sein soll? Achso, ich wollte eigentlich, wie Batman mich darüber seilen, aber okay, so geht es natürlich auch. Ja, elegant Jacob, ich wollte zwar gar nicht dahin, aber endgeil.
Wieso? Aussichtspunkt erreichen? Hier bin ich doch. Also muss man da runter. Ja, wieso nicht, wa? Das sind alles Freunde, oder zumindest keine direkten Feinde, okay. Wo finde ich jetzt den Doktor? Ja, vielleicht hier. Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie. Was denn das für ein kranker Laden, ey. Übrigens, ganz lustig, also gut, lustig, nee, interessant dabei, Jacob direkt vor der Schnauze, wenn man so will, haben noch einen blutigen Handabdruck auf der Innenscheibe. Ne, auf der Außenscheibe, trotzdem auf der Höhe. Da ist jetzt, naja, es könnte zu seiner Hand passen und die Frage ist, warum ist seine Hand blutig? Egal, John Elliotson eliminieren, das Gebiet erkunden, weil Elliotson ist so ein kranker Typ. Also ich bin Geschichte, vor allem der Geschichte jetzt nicht so stark vertreten, beziehungsweise nicht mehr. Naja, Gelegenheit identifizieren, das Gebiet erkunden, Schwester, junger Arzt, okay. Mal gucken, was es so ergibt, wa? Wie stelle ich es an? So, erstmal gucken, ob ich auch wirklich alles hier markiere. Das sind die blauen. Keine einzige Kugel abfeuern, ja, das dürfte kein Problem sein, ich bin ja sowieso eher der Messertyp. Filtrationsgelegenheit ab vorne, ja. Die Anstalt mit der Schwester reden, ja, das Reden müssen wir eigentlich noch hinkriegen, wa? Okay, dann haben wir noch einen anderen Punkt gehabt irgendwo, und zwar der junge Arzt. Die Frage ist, wo ist der? Mein Kadavermäßig müsste eigentlich hier unten sein, wa? Ja, geh direkt mal zur Schwester. Wenn ich das richtig gesehen habe oder vor allem gehört habe, schreit sowieso gar nach uns. Und das Fenster müsste auch offen sein, also müsste das eigentlich klappen. Wie gesagt, müsste. Auch das könnte... Ah, dort ist er ja. Der junge Arzt. Statt einzigartige Attentat vielleicht verstecken. Klingt nicht so verkehrt. Hallo? Also ganz ehrlich.
Was ist denn los? Junger Mann, Hilfe! Ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Ihre Schlüssel. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Oh, Ja, das ist also eine Schwester. Interessant. Ich habe die Schwester irgendwie anders in Erinnerung, aber von mir aus. ich finden, Sir. Gehen Sie, Sir. Ich warte hier. Der geht nach oben, na ganz toll. Dieser Dr. Elliotson ist wirklich ausgesprochen exzentrisch. Dr. Elliotson muss daran gehindert werden, seine Experimente fortzusetzen. Ja, da bin ich auch dafür. Sie wird wissen, was zu tun ist. Seine Die Experimente Frage ist, kommen wir ein bisschen da hoch. unserer Patienten, da bin ich mir ganz sicher. Dieser Dr. Elliotson ist wirklich ausgesprochen exzentrisch. Von der anderen Seite wieder. Dr. Elliotson muss daran gehindert werden, seine Experimente Nein, Jacob soll klettern. Klettern! Ich muss mit Mann, das gibt's einfach nicht. sprechen. Sie wird wissen, was Da unten rechts steht Klettern. Ich drücke einmal A gedrückt halten, bringt nichts. Einmal A, macht er so. Ja, das ist natürlich ganz geil. dieser Dr. Elliotson ist wirklich ausgesprochen. Nein, dann Jacob. Dr. Elliotson muss daran gehindert werden, seine Experimente fortzusetzen. Ja, ja, das sagst du mir das gleiche, alte Frau. Das, ich verstehe es ja, ist gut. Ich hatte kapiert. Jetzt irgendwie da hinkommen. Das Gefühl, alle Öffnungen, die ich bisher so hatte, sind irgendwie falsch. Ich versuche mal hier da hinten. Ja, das sieht doch besser aus. Muss noch gucken, dass ich hier natürlich. Huh. Sind eigentlich die blauen, wa? Und die blauen will ich eigentlich nichts tun. Da ist sonst keiner, aber okay. Ja, da haben wir den Schlüsseldieb schon wieder. Das ist eine gute Frage. War die blauen, entdecken die mich überhaupt oder wie sieht's da aus? Ja, okay, ich mach's trotzdem lieber sicherheitshalber. Nimmt ihr den Schlüssel ab und feuert sie einfach. So was Blödes. Dafür kriegen wir alle Ärger. Jo, sind noch die Schwester, gut. Bitte mach doch mal was! Alter! Was war denn das gerade wieder? Ich wollte die ganze Zeit stehlen, ging irgendwie nie. Och, was ist denn das wieder für eine Steuerung heute? Oh, sorry Leute, ich weiß, ich will ja auch nicht die ganze Zeit rummotzen, aber wenn da schon steht, stehlen auf B und ich drücke auch B oder halte B, klappt trotzdem nichts. Dann ist, ja, Feierabend, dann aber, nee, dann geht's mir auf den Sack. Naja, einen Schlüssel hätten wir jetzt mal, immerhin etwas, muss ich irgendwie da runterkommen.
Und am besten ohne entdeckt zu werden, war. Also im Prinzip einfach den ausschalten und dann schnell runter. Könnte klappen. Ja, was ist jetzt? Was macht er da unten? Okay, bleibt stehen. Wir kommen auf mich zu. Sehr gut. Ist ein bisschen irritierend, dass die ja blau sind. Hier geht echt nur auch Attentat. Was anderes geht da gar nicht. Aber gar nicht gesehen vorhin, scheiße. Mach lieber kurz Prozess, da ist mir lieber. So, als nächstes da runter, wie wir es schon mal gehabt haben. Ja, junger Arzt. Ich muss mit Schwester Nightingale sprechen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Wie kommt man da runter? Seine Experimente verschlimmern den Zustand unserer Patienten, da bin ich mir ganz sicher. Dieser Dr. Elliotson ist wirklich ausgesprochen exzentrisch. Haben wir schon mal gehört. Seine Experimente fortzusetzen. Jetzt Türen, ey. Ja gut, wir können da Tür aufmachen und unsere Rooks holen, aber wieso sollte ich, wa? Okay, gerade ein bisschen geruckelt. Eliminieren. Die Frage, so geht es hier runter zum Keller, wa? Wir erstmal runter. Und dann sagte er, sie soll verschwinden. Aber ohne Schlüssel kommt sie ja nicht raus. Wissenschaft des Verstands. Die Idee, dass man Verbindungen und Beziehungen aufzeigen kann, die zwischen dem Zustand und der Entwicklung des Gehirns Hä? So verarschen. was vielleicht noch wichtiger ist, in Manifestationen Wie kann er mich um die Ecke herum sehen? nicht mehr länger die verbreitete Lehrmeinung. Dennoch können wir, wie bereits beobachtet, Ja, toll, das ist natürlich überhaupt nicht auffällig. Wow. Weg hier. die Wissenschaft des Verstands lehrt uns nicht nur die Identifizierung, sondern auch die Verbesserung der Geistesgaben eines Patienten. Toll, eine Sackgasse. Gut, ich mache die Tür auf, eliminiere ihn. Das, so weit war ich auch schon. Wie komme ich jetzt runter? Die Korrektheit der Polizeiakten als auch der medizinischen Beobachtungen. Ich spreche selbstredend von der Tendenz zu Provokationen und Gewaltausbrüche des Exemplars. Unerwünschte Neigungen, die durch die Gabe des Beruhigungshormons trotz der brutalen Reaktion des Exemplars auf die Beim hier raus kommen wir auch nicht. Was zum Henker? Ich muss irgendwo eine Tür übersehen haben. Die fragen natürlich jetzt bloß wo. Eine Treppe. Das Problem ist, ich sehe hier keine Treppen. Ich sehe natürlich nur Eingänge. Normale Türen und so weiter. Ja, ich versuche es trotzdem, wird einfach Glück und ich komme da irgendwie sonst durch. Großmeister Stern. Blieb unbemerkt, den haben wir jetzt gerade echt gesehen. Ja gut, wisst ihr was? Nee, das meinst du doof, haben wir gleich halt... Ich würde es gerne ja machen, ich hört es in meiner Stimme, aber... Ich müsste echt erst mal den Eingang dazu finden und das ist mir jetzt echt zu doof. Unsere Ressourcen sind unerschöpflich, unser Einfluss grenzenlos.
Was glaubst du, welchen Einfluss eine Handvoll renitenter Krimineller im Vergleich zum Templerorden hat? So. Endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vereitelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Frye? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt? Das Blut des Feindes. Mein Gott! Ja, gut, ihr war nett. Ich gehe dann mal, wa? Tschüss! Wir haben einen Schlüssel von dem her. Jacob, bitte bitte. Ja. Ja, geht doch mal rüber. Ja, abstoßen. Toll. Glaubt ihr mal nicht, das ist natürlich ganz geil. Ja, wie auch immer, wir haben es geschafft, wir sind raus. Wir haben zwar nicht alles geschafft, ich bin nicht 100%, aber hey. Hauptsache ein weiterer Templer ist Schnee von gestern. Direktor kann man das andere Sitzung stoppen. Ja, wäre halt mit der Leichversticken gewesen, war. Schätze jetzt mal. Naja. Elliotson ist tot und die Beruhigungssirop-Produktion ist eingestellt? Ungeheuerlich! Fry hat vor, ganz London in die Hände des wütenden Pöbels zu übergeben. Oder vielleicht hat er auch überhaupt nichts Besonderes vor, Danke, Philipp. sondern will nur mit unserem Leben spielen. Die Anstalt wurde dicht gemacht. Die medizinische Versorgung der ganzen Stadt ist gefährdet. Er will nicht, kann nicht die Konsequenzen seiner Taten erkennen. Der Mann ist offensichtlich ein Anarchist. Gentlemen. Dieser Tee wurde mir aus Indien geliefert. Per Schiff. Dann vom Hafen hinauf in eine Fabrik, wo er verpackt und per Kutsche zur Tür gebracht wurde. Dann wurde er ausgepackt und nach oben gebracht, zu mir. Diese Männer und Frauen arbeiten für mich. Alles verdanken sie mir, Crawford Starrick. Ihre Arbeit, ihre Zeit, ihr ganzes Leben an sich. Sie arbeiten in meinen Fabriken und auch alle ihre Kinder. Und sie kommen zu mir und sprechen von Jacob Frye. Diesem unbedeutenden Flegel von einer Bande namens Assassinen? Sie missachten eben die Stadt, die Tag und Nacht arbeitet, damit wir das hier trinken können. Dieses Wunder, diesen Tee. Ich nähere mich dem Ende meiner Forschungen. Unser geliebtes London wird nicht mehr lange unter diesem lästigen Narren zu leiden haben. Und diese Schwester, von der ich hörte, Miss Frye? Miss Frye wird dran glauben. Ziemlich bald. Köstlich. Entschuldige die Störung, Novize, aber vielleicht interessiert es dich, dass Sean und Rebecca Otto Berg entkommen sind. Berg leitet das sogenannte Sigma-Team. Violet de Costa ist seine Technikerin. Die beiden jagen und töten Assassinen schon sehr lange.
zum Glück geht's euch gut. Ach, Pillepalle. So ein lahmer Templer-Supersoldat ist doch kein Gegner für den glorreichen Sean Danger Hastings. Ich habe mit Rebecca gesprochen. Gut, wie auch immer. Bergs Anwesenheit bestätigt es. Der Edensplitter ist in London. Den Daten des Novizen nach muss es das Grabtuch sein. Die Templer scheinen es plötzlich ganz dringend haben zu wollen. Vielleicht wissen die mehr als wir. Wir wissen eigentlich nur, dass wir es nicht allein mit Sigmar aufnehmen können. Überlasst das mir. In der Zwischenzeit haltet euch bedeckt. Lasst den Novizen erst die Daten synchronisieren. Soweit, so gut und unsere Reise in der virtuellen Welt geht weiter mit Sequenz Nummer 5. Berufsrisiko. John Ellenson ist tot und die Produktion von Starrix Beruhigungssirup wurde eingestellt. Jetzt, da ein Zweig von Starrix Unternehmen ausgeschaltet wurde, will sich Jacob daran machen, die Vorherrschaft des Meistertemplers im Transportwesen zu brechen. Unterdessen geht der Wettlauf um das Eden-Grabtuch weiter und Ivy hofft, die Oberhand über ihre Konkurrentin Lucy Thorne zu erringen. Los geht's! Die Eisenbahn hat ihm nicht gereicht. Jetzt hat Starrick auch noch eine Omnibusgesellschaft gekauft. Vermutlich um die Arbeiter im Bezirk zu kontrollieren und sie an die Leine zu legen. Pearl Attaway ist Starricks Konkurrentin, nicht wahr? Vielleicht sollte ich ins Geschäft einsteigen. Polysim ist frei? Was haben Sie vor? Ich habe das Papier studiert, das wir aus Kenways Haus haben. Ich sehe mir ein gewisses Monument an. Na dann. City of London haben jetzt ein paar Dinge zu tun, war und das, obwohl das ja eigentlich erst empfohlen soll Nummer 6 ist, war das wundert mich ein bisschen. Also das Gebiet selbst, wir haben zwar schon Level 5, sondern es doch schon wagen. Waren die Themse, ja, da werden auch mal, denke ich mal, ein bisschen parallel dazu noch loslegen, im Sinne von einfach alles erobern, gibt nur eine Goldtruhe hier und sind 6 insgesamt von den Aktivitäten, bevor wir damit den Ganganführer ausschalten können. Dann Softwag, das empfohlen Level 5, können wir jetzt schon loslegen. Auch hier, ja, ich überlege sogar, aber vielleicht sogar. Nee, jetzt war vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber das ist schon eine der nächsten Folgen, also später dazwischen natürlich offscreen schon mal hier die ganzen Aktivitäten abschließen und wir dann halt im Let's Play selbst noch die Gang-Anführer jeweils ausschalten können, Bezirke übernehmen. Und dann eben natürlich auch hier noch loslegen können. Die Lady mit der Lampe, Sequenz 5, was haben wir hier noch? Blitzschlagzeilen, das ist ja wohl Galvani-Bombe, das muss irgendwie eine Legende sein. Aha, Alexander Graham Bell Erinnerungen sind das. Okay. Jacobs Erinnerungen, Evys Erinnerungen, das ist soweit mir auch bewusst. Jo, wenn wir sagen, nehmen wir los, war, wo sind wir jetzt eigentlich mit dem Zug gerade? Da oben war. Ja, vielleicht das am klügsten hier. Freundschaft auf Wettbewerb, aber ja, das ist eine Jacob-Mission. Wir waren gar mit Jacob unterwegs, würde doch lieber gerne mit Ivy loslegen. Und zwar. Wieso eigentlich hier? War die Lady mit der Lampe. Jo, denke auch. Aber das und vieles mehr, Freunde, erst wieder in der nächsten Folge hier bei Assassin's Creed Syndicate. Wieder mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.